Wenn das Regierung, aber wenn die nächste weiterfährt, fertig ist, dann haben wir den Buckel voller Schuld, aber kein von diesen Verkehrsproblemen gelöst. Und noch einmal, das für die Zukunft von diesem Land, was so wie ist, ein von den wirklich großen Zukunftsproblemen, davon aufgesehen, dass wir auch nach der ganzen, weil wir so hohe Verkehr haben, einen dicken Batz für den Kyoto-Fonds müssen bezahlen, weil so viel Sprit verbraucht wird. Was die Investitionen anbelangt, sind Prioritäten falsch gesetzt. Wir haben viel an der Objekte gebaut, die wir im Prinzip nicht gebraucht hätten oder wenigstens nicht an der Envergure gebraucht hätten, aber wenig an Funktionalität investiert und dafür sind wir auf vielem weit hinten dran. Bei den Autobahnen haben wir Tunnel gebaut, wo wir überhaupt keinen gebraucht hätten. Nordstraße geht ob mans doppelt so teuer, wie sie geplant war, am Hund mit den Tunnelen Pannen, Pech, Pleiten im laufenden Band gehabt. Am Tunnel Markusberg sind 10 Millionen Euro nur bezahlt, genug der Staat freiwillig nur bezahlt, weil Irrsichkeiten am Lastenheft gestanden haben, die nie hätten dürfen draufstehen. Ich gehe nicht am Detail drauf an. Dafür ist aber der sicherste Tunnel in Europa. Man kann wirklich hoffentlich drauf sein. Ich gehe nicht aber die Explikation direkt mit, weil in die meisten Zeit gesperrt ist, kann noch nicht viel daran geschehen. Beim Tunnel Goslar Birger Grof zu gerade so Irrsichkeiten geschieht, da gehen wir richtig an nächster Zeit geworden, wer die Steuerzölle muss dafür berappen. Und es geht richtig viel rund. Da bauen wir eine Europaschule zum Märmer, ob schon sein, ob die Kirchbirch ging gehören. Das generiert zusätzliche Verkehr. Das muss man immer erklären, wie das mit dem berühmten IVL vereinbar ist. Der ja sieht, das soll in so Mann wie möglich Verkehr generieren. Das wäre mal der nächste Schritt. Dafür, liebe Freundinnen und Freunde, muss ich den Kulturminister felicitieren, den am letzten Jahr die fantastische Initiative hat, für den Spottpreis von 8 Millionen Franken die berühmte Kloaka-Maschinerie auf Lützeburg zu holen. Weil das, was da hinten rauskommt, symbolisiert auf eine geniale Art und Weise das, was bei der aktuellen Verkehrspolitik von der Regierung auch herauskommt. Wo steuern wir hin? Wir sind ein reiches Land mit vielen armen Leuten, wo die Reichen immer mehr reich und die Armen immer mehr arm gehen. Wir sind ein reiches Land, das trotz seinem vielen Geld nicht imstande ist, seine Zukunftsprobleme zu lösen und seiner Jugend eine sichere Perspektive zu bieten. Wir riskieren, die nationale Identität zu verlieren und nie Verfremdung zugrunde zu gehen, weil keine valable Integrationspolitik gemerkt wird. Wir wurden unkontrolliert und kriegen gleichzeitig Konsequenzen von diesem Wurstum nicht gemischt hat. Das Erziehungs- und Schulwesen ist trotz exorbitanter Kosten nicht kapabel, diese Kinder die Bildung zu geben, die sie blutnötig brauchen, für zu realisieren. Die jungen Leute müssen an das Ausland wohnen gehen, weil sie sich hier am Land keine Wohnungen mehr leisten können. Als Großbetriebe sind mit ganz großer Majorität an ausländischer Hand, an die mittelständischen Betriebe sterben aus, weil die Jungen majoritär vierziehen, an den öffentlichen Dienst zu gehen und plötzlich ihr Leben lang vom Staat schikanieren zu lassen. Und das hatte ich gelesen, dass 2/3 ein Nachfolger sicher fanden. Diese Staat selber ist krank, weil elementär demokratische Spielregeln mit Face getrippelt sind. Weil Großparteien sich die Freiheit holen, Besetzung von wichtigen Posten beim Staat, nicht nur objektive Leistungskriterien mehr nur der Parteikarte wird zu holen, wenn sogar Gesetze ob Einzelpersonen angepasst gehen, für so eine Pfiffispolitik zu ermöglichen, da machen sie sich zum Todesgräber vom demokratischen Staatswesen. Da machen sie den Staatsdienst futti, und es braucht keinen sich mit zu wundern, weil es nicht mehr geht, wie es soll. Von den Parteien, eine junge Partei, wie der RDR, hinter vielen Jahren respektive 2 Posten am Staatsrat, die zustehen, refusieren, ob schon die hier auf Basis von Wahlresultaten oder Proportionalregelung gegen zustehen. Da weiß das, wie die jahrzehntelange Machtausübung des Parteien korrumpiert wird. Da können nach so viel Gierlöcher, die die Junker am Ausland angespengelt kriegt,
an nach soviel Brei, den Frau Merkel immer unterm den Mund schmiert, nächt und anderen. Lützeburg ass ënner dëse Parteiien zu enger Mickey-Maus-Demokratie degeneriert, wo die sakrosankt universell demokratisch Spielregeln läfen so krumm gebet gin, fir je denen der Mucht grad an ihre Krom passt. An sie limitieren sich dobei mal net op sich selber. Och hier lief Brider Schwestern an ihren Hausgewerkschaften LCGB an OGBL gi net vergiers, weil den Zweck helligt bekanntlich Mütter. Herr du se dumm so de Pastor zum Schulmechte, dann Herr nicht se kleng. Und so geht es doch hier am Land. Hier gehen Kanner dumm gehalen, aber was sie dann für nichts zu gebrauchen sind am Beruf, wenn sie aus der Schule kommen, dann dürfen sie voller Dankbarkeit bei Objektivplan Emploi vom OGBL oder proaktiv vom LCGB gehen, wo sie dafür eine Zeit in der Tag kommen, ein Beibrot kriegen, dass es sich egal wie immer lohnt, CSV oder LSAP zu wählen. Das der sichere Weg, nicht für alle Menschen am Land, aber just für die, die die richtige Partei hat an der Tasche. Schon ein Zitat, ausländisches Zitat, was das beschreibt. Der Staat ist, wie Max Weber schon 1919 voraussagte, zum Beuteobjekt der intragenden Parteien geworden. Schreibt den aktuellen Autor, den Hans Leyendecker, an seinem Buch Die Korruptionsfalle, wie unser Land, oder das dann Deutschland, im Filz versingen. Dem er auch heute Lützeburg nicht beizuflicken. Liebe Freundinnen und Freunde, ich komme zum Schluss. Wir haben diese Kongress unter dem Motto ein Herz für Lützeburg gestaltet. Das ist politisch schlimm. In diesem Land als enge Leid zu Dingsten zu sein. Ehrlicher konsequent. Wir sind, und wir verstehen es als die Reformpartei für Lützeburg. Wir haben die Ambition, das Land von Grund auf zu reformieren, den Filz zu eliminieren und den Sand aus dem Gedriff zu waschen. Mit der Ambition wollen wir es bei den nächsten Wahlen massiv beigewonnen an die Ideen durchsetzen. Dafür brauchen wir eher Mithilfe von allen Leuten am Land, die ein Herz für Lützeburg haben. Ich so nicht merci.